Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, hab jetzt eine Halterung für das Modell gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Also für alle, die neu dazukommen seid. Abo da lassen, versteht sich von der Leute. Braucht Unterstützung. Und hier geht's um meine erste halbautomatische, selber gebaute Blaster. Wobei, nee, stimmt ja gar nicht. Mein erster Blaster, den ich selber entworfen habe, der ist auch halbautomatisch. Aber halbautomatisches Federle-Blaster, so in etwa. Also die Idee ist ganz einfach. Ich will den Schlitter von der Riken erhalten, damit das idealerweise schön den Krach macht, den die Riken Mark II so macht. Und will das da hinten motorisieren. Das haben wir das letzte Mal getestet, das Motor muss genug Kraft haben. Das seht ihr da. Ja, da ist mir der Druckabbruch, aber ja, das ist jetzt sowieso noch die Rohvariante, um mal zu gucken, ob es denn überhaupt geht. Das war die erste Variante, so seht ihr das. Ja, da habe ich ein paar Fehler gemacht. Da habe das Lächeln ist ein bisschen gleich und da habe die Aussparung ist auf der falschen Seite. Das wäre ein bisschen länger. Und da das Hauptproblem war, war der Abstand. Das war jetzt noch dran. Das heißt, das wäre nicht ganz zurückgegangen. Ja, und aber der ist ein bisschen schlanker und alles. Seht ihr, das ist schon ein bisschen weniger Material. Oh, da ist schräg, das weiß ich gar nicht, ob ich das so beabsichtigt habe. Ja, dann müssen wir nächsten Schritt das da unten noch schön machen und das alles irgendwie. Ja, aber im nächsten Schritt. Da drucken wir das, glaube ich, auch weiß aus. Habe halt gerade so Rohstrauch da gehabt und Prototyp. Ist egal, welche Farbe. Die halt gerade im Drucker ist. Und jetzt gucken wir mal. Seitlich. Ja, Vollprofi heute. Habe alles schon vorbereitet. Da ist Netzteil mit 24 Volt. So, so. Da guckt. 24 Volt. Jetzt. Ja. Wie halte ich denn den Blaster-Taster nicht? Und Ausgang ab. Ja, okay. Das war mal 50-50 Chance. So in etwa. Müsstet. Ja. Das ist klar, dass das nicht geht. Andersrum. So. Jetzt. Okay. Das heißt, es braucht dringend einen Endschalter. Und wieder andersrum. Das heißt, da zurück Gott. Das muss nachher. Ja, okay. Das heißt, der Motor muss auch irgendwie kalter werden. Weil der verdreht sich jetzt. Und es Gott! Okay. Ich bin gerade selber überrascht über meine Freunde. Ich sag's euch, das ist der einzige Moment, in dem der Ingenieur wirklich glücklich ist. Scott. So, da müssen wir gucken. Das ist klasse. Gleich umdrehen. Jetzt Magazin rein. Und das muss noch irgendwie auch. Gut. Ja, wartet mal, das wird ja sowieso da und durch das ein bisschen in Position gehalten. Der Teil fällt jetzt hier halt in den Druck. Ja, okay. Das braucht dringend Endschalter. Das ist mein zweiter Mal noch hier. Das ist jetzt. Also die Idee ist, wenn ich die Taste, also den Abzug drücke,
dass das automatisch zurück und vorgeht. Dann brauchen wir natürlich Ende, brauchen wir eigentlich für die Funktion, ja, wir brauchen da auch einen Schalter. Weil sonst können wir das Magazin nicht. Weil das wird ja dann durch den Motor blockiert werden. Oder wir machen halt, ja, das müssen wir da dahinter machen, den Schalter fürs Magazin. Aber das habe ich ja schon mal durchgehauen. Jetzt bin ich am Überlegen, was man dann gleich noch die Taste macht. Weil das Mal habe ich Taste bestellt. Ganze Stapel voll. Sowas. So Knöpfler halt, das müsste dann da irgendwie rein und da irgendwie. Ah ne, das geht zurück. Das Ganze auch kleiner. Und mit längeren Anschlüssen. Ja, ganzes Sammelsurium, da wird schon hoffentlich was dabei sein. Nochmal kleiner. Also mit kürzeren Knöpfen. Da hoffe ich. Das muss dann irgendwann mal, wenn man dann die ich weiß noch nicht, ob man das mit Logik macht oder mit einem Mikrocontroller. Also, wäre jetzt schon schön, wenn das auch gegangen wird. So, das Umpolen. Das wieder umpolen. Ich noch. Und das ist schwer. Das ist schwer. Und schwer ist wie Sau, aber gut, das bleibt nicht so. Ich meine, da haben wir mal ein Stückchen behalten, dass wir da die Endschalter noch machen können. Dann muss ich dann mal messen, wie weit das zurückgeht. Dann können wir da die Endschalter rein machen. Oder ich schalte so Tasterler halt, die dann auslösen, sobald es in der Position ist. Und dann dürfte es passen. Da müssen wir halt da noch. Muss ich mal gucken, wie weit das zurückgehen kann. Weil das muss ich dann in das Modell irgendwie ergänzen. Oder das muss. Hat da irgendwie noch dran. Und wenn wir das alles haben, zum Schluss machen wir es hübsch. Weil das sieht ja so jetzt noch nicht so besonders aus. Das ist da oben auch. Kann sein, dass man die Schrauben da vorne noch machen und da 2 Schrauben durch. Dann muss ich mal gucken, wie das Board kriege. Das sind so Dinge, das kriegen wir irgendwie noch. Bin ich mir überlegen, ob wir. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Dann mache ich das, drucke ich das nochmal aus, dass das gescheit passt. Und dann machen wir das beim nächsten Mal auf. Dann ist das heute mal ein schönes Kurzvideo. Und das passt dann. Man soll sich das ist wichtige Lektion, die ich im Leben gelernt habe. Man soll sich die Freude nicht verderben. Man muss es genießen, solange man weiß, dass Gott und dann kann andere Dinge machen, die den Zustand versauern können. Und dann, wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, lasst der Abo da, drückt das Klingeln und den ganzen Kladderadatsch halt, den die Leute immer sagen da während der Videos und kennt ja das. Und dann wünsche ich euch genauso viel Erfolg beim Bastler wie mir, euer Blaster-Ingenieur.